war das eigentlich Gebet? Was heißt das Beten? Da gibt es ganz klare Auffassungen. Ich kann mich erinnern, dass ich ein Gespräch hören habe, wo Gebet so definiert wurde, dass es Beten gibt, dass am Winter, wo normalerweise Schnee liegt, was schlecht Wetter ist, dass da mit Sonne schicken, dass sie kein Schwammen gehen. Das wir eine gelungene Auffassung von Gott und eine gelungene Auffassung von Beten. Beten heißt ganz einfach mal, sich Zeit holen. Zeit für Gott, Zeit für Jesus Christus. Das ist so, wie wenn ein Mensch gern hat. Da verbrennt er gerne Zeit mit ihm. Aber wenn er den Herrgott wirklich gern hat, wenn er sein Leben auf den Herrgott aufbauen will, dann ist das doch nicht mehr normal, dass er sich Zeit für den Herrgott hält. Zeit zu summen. Was möchte er dann an dem Gebet? Du musst ihn überhaupt nicht machen. Das ist schon gerade wie bei Menschen, wo es ganz wichtig ist, dass er einfach bei ihnen sitzt, ohne ein Wort unbedingt zu verlieren. Zeit für ihn holen, dort zu sein für Gott. Aber das ist auch ganz normal, dass wenn ein Mensch gern hat, dass in dem da erzählt, was den Tag überlassen war, was er gemäht hat, worüber er sich gefreut hat, worüber er traurig ist. Auch das ist Gebet. Es gibt also ein kontemplativ Gebet. Ein Gebet, wo ihn einfach da ist. Es gibt ein Gebet von Lauf. Es gibt ein Gebet von Mitdelen, von Erzählen. Es gibt doch ein Gebet von einem intensiven Frohen noch etwas. Wenn ich spielt, meine Gesundheit lebt man nach den Händen weg. Das sind dann Biet für die Gesundheit, für sich oder für andere Leute, die gerne, für seine Eltern, für seine Kinder. Das ist eine ganz normale Sache, wenn die Beziehung zu Gott wirklich lieblich ist. Aber das Gebet, das verändert ihn dann noch. Ein Gebet ist schlussendlich immer dem Herrgott alles aufvertrauen, hiermit an die Hände legen, sich zu dezentralisieren, ob Gott hin. Und so wird er verändert, wann die Krankheit nicht weggeht. Da kriegt er durch Gebet Kraft, für sie umzuholen, für sie zu drohen, für sie positiv zu wenden. Gebet ist immer der Kontakt mit dem lieblichen Gott. Und der Kontakt mit dem lieblichen Gott wirft auf ihn auf. Ich kann mir selber meinen Tag ohne Gebet nicht vorstellen. Wenn ich morgens aufstehe und ich gucke den Kalender, da schrecke ich. Muss da heute so viel machen. Und Gebet gibt mir dann Trau, gibt mir Kraft, es gibt mir Lebensmut, es gibt mir Courage, es gibt mir Leben Farbe, es gibt mir Leben gut. Das ist normal, dass wir als Christen beten.